Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Ich freu mich, dat du wieder rinkiekt. Hier, düssen. Dann stellt wir noch eismann Betten noch sieht. Du habt wieder nachher noch mal wat da tau. Die Februar, die ist nur langsam rum. Dat Frühjahr, dat kommt. Man gaut. Wat auch allmählich tiet, nach all dann Regen. Seit Oktober jeden Monat dann doppelten Niederschlag als der Durchschnitt. Die meisten Ackerflächen, da kannst du in den nächsten Wochen noch überhaupt nicht rupp. Das steigt alles in der Wade. Wenn das wenigstens ein Betten warme woll, dann können wir zumindest Ries anplanten. Oder Schilf. Das ist auch nicht ganz so öch im Moment als Landwirt. Eis macht die Regierung einen Strich durch die Regen und dann noch die Natur. Wenn du nur Landwirt in Niedersachsen bist, dann hast du noch Glück. Du kannst zumindest medizinisches Cannabis anplanten. Also das richtige Cannabis. Also, dort wo die so ein Betten düselig von wird, das dürft man ja erst ab April anplanten. Aber auch bloß 3 Planten, mehr nicht. Wobei Karl Lauterbach auch all inrühmt hat, dass das gar nicht so leicht zu kontrollieren ist. Das kann angehen, dass die Lü, von der ich ja nur vertell, auch ein Betten Cannabis Namen habt. PETA, die internationale Tierschutzorganisation, die will nur Holzpier und andere Tiere ob keine Karussells verbeiden lassen. Durch die Holzpier ob Karussells wat keine unnütz tauden Rieden animiert. Und Rieden ist nichts anderes als Tierquälerei. Zumindest ein unnatürlicher Umgang mit Pier. Ich mein, ob so wat musst du erstmal kommen. Nächstes Thema. In Amerika, da feiert die Muppet Show nun ein ganz großes Comeback. Fällen mir die beiden Opas auf dem Balkon, Stettler und Waldorf. Aber in der neuen Show, da hat die zwei Biden und Trump. Und das war Jimmys live sind. Trump sagt zu Biden, du Wackeldackel, du musst aufpassen, dass du die oben weg nach das Rednerpult nicht auf die Schnut legen deiß. Und Biden sagt zu Trump, und du musst aufpassen, dass du die oben weg bei durchhin nicht verhaften lassen deiß. Joe Biden und Donald Trump, wie bekloppt sind die da über den großen Dick eigentlich? So, trüg nach Deutschland, wir möchten doch noch mal über die Rente schnacken. Ein paar Experten, die haben nu die Rente mit 69 ins Spiel gebracht. Das kann doch nicht. Von der demografischen Entwicklung her muss das Rentenolle nämlich liegst ob 75 anhaben waren. Anders ist das nicht zu bezahlen. So nach das Motto, ich ha ein paar Mal das Rentenolle meist zu fadden, aber jedes Mal hebt sie das wieder anhaben. Hüt möchten wir uns mal ein bisschen rasche um Helmut kümmern. Wir haben nämlich noch einen ausführlichen Sportanteil in der Sendung. Und Helmut, das ist auch interessant, was er uns heute zu erzählen hat. Er lurt auch all. Helmut! Moin, hier bin ich wieder, Helmut. Hast du das auch mitkriegen? Da in Bad Segebach, da bei den Karl-May-Spiele, da wart noch 35 Komparsensucht. Also, nicht für die Hauptrolle, die sind all vergeben.
Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, Sam Hawkins zu spielen. Aber das geht um so sagen, eine wat anschotten, flücht von Pferd, der eine, der kommt hochkant und den Saloon gehagelt und der nächste, der kriegt wie so ein Rangelei ein paar auf die Schnut. Man muss mindestens 8 werden, sportlich und von Mai bis September Titem. Ich mein, das sind ja alles Sorgen, die bei mir tautreppen daut. Ich löf, das soll ich mal probieren. Wobei das da in Bad Segebach auch eine knifflige Angelegenheit ist, darf man Indianer überhaupt noch abtränen lassen? Oder kriegt den Schild in der Hand, indigene amerikanische Ureinwohner? Und dann ist da ja auch noch die Sache mit der Pia und Peter. Also wenn die das mitkriegt, dann kriegt die ganzen Schauspieler wahrscheinlich ein outrangiertes Holpferd von so einem Kinderkarussell. Und dann ist doch die ganze Charme von so einer Aufführung sowieso allein dort. Ich mein, den kannst du bloß noch Sky Dumont engagieren. Die lässt ein Betten wat für und Winnetou. Und zum Schluss sagt er dann, so, und nu geht man noch einmal auf Klo und den af nach Hus. Helmut, besten Dank. Ich hab aber schon gedacht, du bist Sam Hawkins. So, nu geht das endlich los in Richtung Bundesliga. Weil ich hab ja auch all über Karussells schnackt. Das Trainerkarussell, das ist im Moment ja auch tüchtig an Rotieren. Und auch mein FC Bayern ist dabei. Wobei die sagt habt, dass sich das eis bald drein das Karussell. Aber die Regner, Mainz, Kaiserslautern und mein sehr verschätzte HSV, alle haben sie dann Übungsleiter Rutschmetten. Wobei Tim Walte bin HSV so einen lütten Rekord aufgestellt hat. So lang ist in letzter Zeit überhaupt keine mehr Trainer wie den HSV wählen. Und nu hat die HSV Steffen Baumgart als Trainer verpflichtet. Und das passt mir überhaupt nicht. Weil der ist Kult. Und dann mach ich, dann hab ich bet hier immer möcht. Mal kicken, ob er da in Hamburg klarkommt. Und nu taum ihn FC Bayern. Seit Wegen löppt der Dor nicht rund. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie man mit so einer Mannschaft so einen Murks zusammenspielen kann. Tuchel, also die Geheimwaffe von 2 Pappnäsen, die aber auch allang nicht mehr in Verein sind, die auch nie tau dann FC Bayern passt hat, dem muss dann Club nur auch bald verloren. Ich glaub auch nicht, dass das bis Ende der Saison gaut geht. An Leipzig würden sie irgendwo Glicks entladen, aber sie haben keinen Ersatz. Nagelsmann ist im Moment schon Bundestrainer, also im Moment noch. Hansi Flick, die Trippelmeister, die Havoltit, aber Uli Hoeneß hat da ein Betten Bedenken. Klinsmann, grad wie Korea rot Flaggen, ist wohl wieder frei, aber da laut uns mal leider nicht überschnacken. Welttrainer Jürgen Klopp hört in Liverpool ab, will erstmal ein Jahr Pause machen, passt auch nicht zum FC Bayern. Xavi Alonso, wahrscheinlich Meistertrainer von Leverkusen, ist der Wunschkandidat von Club und Fans. In Liverpool aber auch, da sind sie jegliche Meinung. Ich löf die Guide nach Liverpool. Neben Zinedine Zidane wart noch 2 andere Kaliber handelt, aber eins wahrscheinlich eist ton Saisonend. Und das ist das Problem. So lange muss Tuchel
nur noch retten, was zu retten ist. Und das versteht Lothar Matthäus nicht. Er hat sich Anfang der Weg mal wieder beworben, hat auch all anrufen, aber er hat betlang noch nichts wieder gehört. Und Uli Hoeneß, der hat ja auch noch einen Neffen, Sebastian Hoeneß. Und all diese Sorgen, die musst du einmal auf eine Reich kriegen. So, Levelü, das wollen wir der allerhand. Für hüt ist Schluss, das wollen wir der Plattkanal mit düt und dat. Laut ja dat gaut garn, ich meld mich wieder, ich bin Jürgen Müller.